Wat ass Cell? Cell ass eng ASBL, die Transitionsbewegung zu Lützeburg repräsentéiert an ënnerstützt. Den am Ende schaffen 20 Personen auf 15 verschiedenen regionale Projekten, darunter auch den Erdschiff-Projekt. War das eigentlich ein Erdschiff? Die Idee vom Erdschiff kommt aus der Wüste von New Mexico an den USA. Der Architekt Mike Reynolds hat an den 70er Jahren ein Konzept vom Earthship entwickelt. Ein Earthship ist ein autarkt Gebäude, das auf 6 Prinzipien aufgebaut ist. Nachhaltig Bauweise, passiv Temperaturregelung, Nutzen von erneuerbaren Energien, Wasserautarkie, Aufwasserbehandlung und Lebensmittelproduktion. Gebäude ist nur den Himmelsrichtungen ausgerichtet und hat auf der Südseite eine komplett Glasfront. So kann die Energie von der Sonne am besten nutzen. Nordseite liegt am Boden und denkt als thermische Masse, die es erlaubt, eine konstante Temperatur am Bannenraum zu halten. Der Erdreich auf der Nordseite wird von einer Mauer aus mit bodemgefüllte Pneu gestützt. Für sicher zu sein, dass kein gesundheitliche Probleme auf uns durchkommen, wenn wir das Pneu benutzen, haben wir Stützproben aus anderen Earthships am Laboratoire von der Santé in der Siche gelost. Der Labor hat uns bestätigt, dass die Nutzung von den Pneuen unbedenklich ist. Außerdem befindet sich auf der Nordseite noch ein Wasserzitär von 30.000 Liter, die Trägwasser vom Dach sammelt. Trägwasser wird gefiltert an ein Echtkehr für zu trinken und zu waschen genutzt, ehe es an einem Pflanzenbecken auf der Südseite abgefangen wird. An diesem Pflanzenbecken können all Sorten Pflanzen wachsen, zum Beispiel Äpfel, Gemüse, Kräuter, aber auch Bananen oder Papaya. Von da aus wird Wasser nach ein Kehr genutzt für die Toilette zu spülen und wird dann an ein kleine Kläranlage gelegt. Am Norden befanden sich auch noch Lüftungsreihen am Boden, die für eine natürliche Belüftung sorgen. Das funktioniert so. Die Südseite hitzt sich mit der Sonne mehr ab wie die Nordseite. Die Warmluft geht auf der höchsten Platz vom Gebäude durch ein Dachfenster rausgelegt. Dadurch entsteht am Haus ein Sog, der frisch die Luft von der Nordseite durch die Lüftungsreihe an das Gebäude bringt. Der Erdschiff ist in den klimatischen und legalen Kontext zu Lützeburg angepasst und verzichtet komplett auf fossile Energien. Weil wir zu Lützeburg ein gut Stück mehr Sonnenstunden haben, wie am New Mexico, haben wir eine grosse Photovoltaikanlage an Großbatterien. Durch eine zusätzliche Wandmühle können wir 5 Tage am Stück mit schlechten Wetterkonditionen auskommen, ohne die Funktionen vom Gebäude zu verlieren. Viele von den Materialien sind rekuperiert, wie zum Beispiel Fenstern, Holz, Plättischer oder Flaschen für die emblematischen Bottle-Brick-Mauern. Am Sinn von der Reduktion von der großen Energie vom Gebäude haben wir bei der Konstruktion darauf abgepasst, für so viele wie möglich Beton anzusetzen. Wir haben auch viel mit lokalem Holz geschafft. Außerdem haben wir uns Gedanken Zirkularität gemacht. Der Erdschiff kann bald ganz zurückgebaut gehen und Materialien eng weiterkehr genutzt gehen. Die Etanchität ist nicht wie gewöhnlich mit Plastikfolie realisiert, sondern mit einem natürlichen Lehm-Sandmix, der beim Putzbau benutzt wird. Zusätzlich haben wir noch einen Erdkeller gesehen, für uns Lebensmittel passiv zu killen. Viele Leute haben im Erdschiff mitgeschafft und so etwas über nachhaltige Bau gelehrt. Am Juli 2019 kommen über 40 Junker für unser Chantier partizipativ aus der ganzen Welt auf Lützeburg, für gemeinsam mit Experten die Pneuenmauer abzurichten. Wie hat das Projekt Erdschiff angefangen? 2015 gab die Initialidee von einem Erdschiff beim Lieder Atert Werk vorgestellt und wir kriegen eine initiale Unterstützung, die es uns erlaubt hat, anzufangen. 2016 sind wir an Deutschland in Earthship gegangen und am Schluss an Amerika auf die Ship Academy gefahren. An einem Intensivkurs über 5 Wochen haben wir alles über Earthships gelehrt. Zusätzlich hat uns den Atert Lycée Reden ein Stück von ihrem Terrain zur Verfügung gestellt. Wir kriegen eine Finanzierung von der Œuvre de Secours Grande Duchesse Charlotte, die es uns erlaubt hat, 2 Personen anzustellen. Zusammen mit Architekten und Ingenieuren haben wir die Pläne ausgeschafft, noch Finanzierung für die Konstruktion gesicht und das Projekt dem Umweltministerium präsentiert. Die finanziellen Mittel kriegen wir 2016 vom Klimafonds akkordiert und am Sommer 2019 hatten wir alle Genehmigungen und konnten endlich mit dem Chantier aufhängen.